Vision Zero hat den zuständigen Minister gesagt, eine Vision, die ihn muss begrüßen. Auch wenn man als Einzelne dazu sicherlich fährt, nicht so sehr oder auch vielleicht nie erreicht gehen. Mir da den sich als Ziel setzt, dass man kein Todesche mehr bei der Straße kriegen, als ein Ziel, meine ich, verschiedene Banden unterstützt. Man muss also permanent alle gut zusammen dahin wirken, für die Risiken, die sich mit dem Straßenverkehr verbannen, für die zu reduzieren. Das ist nicht so, wie wenn in der Vergangenheit nichts geschieht wird. Es ist schon DAX so Diskussionen an der Chambre geschieht. Und über all die Reihe von Jahren sind noch viele Maßnahmen getroffen gehen. Und politischer Plan, es muss aber auch wissen, dass die Straßen mehr sicher gehen, Gefährder sind mehr sicher gehen. Es sind andere Maßnahmen getroffen, am repressiven Teil, Kontrollen, Formationen und so weiter sind verstärkt gehen. Und alles das wird dazu gefordert, dass man trotzdem als Fuhrpark an den letzten Jahrzehnten massiv ungewohnt ist, auf der anderen Seite aber zählt für den deutschen Löser aufgegangen, also Paul 30, 40, 45 pro Jahr, was sicherlich nach alle gut zu viel sind. Man muss sich also erinnern, dass man auch Zeiten hatte, wo man über 100 deutsche Luchen, wo also Fuhrpark nicht so groß war, den Heiz-Lützburg exzeptionell groß ist, nicht nehmen, aufgrund von der Residenten, aber auch von den 180.000 Frontalien, die in einer Schaffe kommen, an, einen starken Transitverkehr für Dach, einen kleinen Reso, den wir hier als Straßen haben. Ich meine, für die 10 Minuten, wo ich schon, weil ich nicht die ganze Problematik, also nämlich will auf verschiedene Punkte nachkommen. Ein von den Punkten, die sicherlich schnell ist, das Situation, wie sie sich haut an immer mehr auf unseren Straßen befinden. Wir wissen, dass die Straßen immer mehr stark bevorgehen, dass wir immer mehr Stauen kriegen. An der Stauen selber geschieht an der Regel kein Accident. Ich kann mir aber vorstellen, dass aus den Stauen raus verschiedene Leute an einer gewissen Hektik, an einem gewissen Stress dann wollen aber versichern, für einen Teil vielleicht von der verlorenen Zeit zu rekuperieren und dadurch neue Gefahren entstehen durch die überfüllten Straßensituationen, die wir hier am Land tun. Und die wird auch an den nächsten Jahren nicht besser gehen, die wird sich sicherlich nach weiterhin verschlechtern. Und weil eben Straßen so stark bevorsehen, als auch eben den Verkehrsfluss mehr gefährlich gibt. Für allem Autoren, die aus Seite der Straße kommen, die müssen auf Straßen raufbauen, die stark bevorsehen, die haben praktisch keine Chance mehr, für ranzukommen, wenn nicht ein auf der Hauptstraße stehen bleibt. Und dann verkommen eben die Situation, dass die Leute beim mengen, es geht nach durch, für ranzufahren, und da fahren sie ran, und geht aber nicht mehr durch, und hängen sie an. Ich gehe davon aus, dass auch die Accidente, die man Schlamme Stehlo jetzt nicht kennt, und dass das Accidente sind, die zum Teil, welche die Situation gut kennen, all da paar Mal durchfuhren, da können die Bahn nicht mehr raus. Da machen wir Luten durch, was sagt sicherlich, mir sicher. Mich mit den Luten werden wir kein so sehr mehr Accidente kriegen. Ich glaube nicht, dass Luten auf der Platz das Problem lesen, weil ich davon ausgehe, dass an den Spitzenstunden Stauen noch jetzt und noch längst werden enorm groß sind, und ich mir vorstellen, ob ich nicht soll, aber der Minister soll sich Verwaltung umstellen, nur die Luten, wo ich glaube, dass gut ist, dass die Situation verzichtet belangt, aber ob ich nicht aber soll, weil Platz da ist, soll versichern, einen großen Rempart eventuell dahin zu machen, was dann aber größer muss sein, weil das relativ starken Verkehrsfluss, den du lebst. Remparten, prinzipiell, sind wir als ADR der Meinung, dass das eine von den besten Sicherheitsmaßnahmen ist. Es gibt natürlich auch doch Tendenzen, die wollen von den Remparten zurückkommen. Ich habe nach Leschken noch gelesen, an Frankreich, die ja am Anfang als echt und am massivsten an die Richtung gegangen, und die bewerten das Haut aber noch immer als positiv. Wir sind noch der Meinung, dass den du nicht so direkt zurückkommen von der Rempart auf Normalkreuzungen, weil ich mengen an der Rempart selber, da kann der Herr Minister als vielleicht dazu oder noch gucken lassen, haben wir nicht viel Accidente, auf in allem kein schwer Accidente, zieht das ein, wie das früher auf der Autobahn Diddling war, durch den Rempart gerannt ist.
was ja auch nicht direkt von den Leuten als ein Randpoint angesehen als das für eine Traggarantie, merkt wir immer auf der Autobahn. Radar nun sich kann helfen, aber eiser Meinung nur sind die Fixradaren, die bringen nichts. Für allem in ein kleines Land, wie sowieso am zweiten Tag, wo den fixen Radar steht, und wenn wir an Deutschland fuhren, am erkennen die Plätze, wo die Radare sind, was ist eine normale Reaktion, wenn man Misere sie für drum machen, wir lösen, aber wenn man lernste Radar sind, da fuhren wir Misere dürfen, wenn ein Radarsystem ist, dann soll das schon ein System sein, wo die kann variabel durchstellen, aber Fixradaren, wo Menge Meinung nur an Mengen Land wie Lützeburg bringen die nicht die Wirkung, die wir bereits erwarten. Repression wird Kontrollen von mehr Polizeipräsenz und Terrorüberlagen giffen wir begrüßen. Wir sind sogar der Meinung, dass das mit die beste Möglichkeit ist, für die Accidenten zu reduzieren, wenn Police auf dem Terroraspekt konnte, für die Protokolle oder Punkten zu hegen. Da tun wir schon für ein paar Wochen eine Debatte gesehen, wir nicht als die gut lesen. Ich meine, das beste Beispiel ist, wir haben für 6 Wochen das Gesetz gestimmt, wir hatten nach verloren eine Woche 5 Dödische, auch wenn mit Punkten und Strophen nach, mir hätte ich gesagt, dann hätten die aber. Dafür wollen wir auch so, und dass bei den Protokollen eben muss aufpassen für die Leute, schon nach der Meinung den Prokureur, und ich gehe die Menge, wie den Protokollen, heißt an Lut hier, wenn er noch da soll, auf den sozialen oder besser den unsozialen Affär aufpassen. Ich meine, indem man den dicken Auto durch Gegend fährt den 80, 100.000 Euro, dem möchte ein Protokoll vielleicht von 100 oder 200 Euro nicht aus mit den normalen Erbichter, dem man den kleinen Auto dort fährt, an dem muss der bezahlen, für den möchte das viel aus. Also dafür soll man auch aufpassen, dass das nicht so eine unsoziale Maßnahme gehen, wenn wir eben da wollen, die Strophen massiv herabsetzen, aber in unserer Meinung noch auch nicht Resultatwert noch ändern. Paar Punkte nach der Autobahn, Tankstellen auf den Autobahnen. Wir müssen als eins gehen, dass wir durch ganztags Rückstau kriegen auf praktisch allen Autobahnen mit den Kamionen, die auf der Autobahn rausfahren, und das gibt neue Gefahrenpunkte. Und da müssen wir in unserer Meinung noch reagieren. Es kann nicht so sein, dass die auf der Autobahn rausstehen, da neue Gefahrenpunkte schaffen. Wir sollten uns dafür auch wirklich überlegen. Wir sind schon viel lange am Gange, zum Beispiel, dass auf der Sachautobahn Mist eine Tankstelle kommen. Lokriegen wir auf Beteburg-Stidling an den neuen Container, Dinge könnt eine Tankstelle mit das a priori für die Kamionen, die darüber fahren. Wir wollen nicht genug, wenn wir Politik vom Tanktourismus machen, dann muss man auch genug Tankstellen auf der Autobahn haben, für dann die Kamionen eben nicht auf der Autobahn stehen. Oder man dürfen die Politik nicht machen, kann auf jeden Fall nicht auf Kosten von der Sicherheit gehen. Motorräder sind mein vier Kollegen schon hier entnehmen. Gehe ich noch nicht mehr so weiter. BEM sind wir auch der Meinung, dass nicht der BEM hier schuld, wenn den Dragrente, wir sollen nicht, sollen BEM wäsch machen an Straßen, mit dem BEM, wo da stehen, wo wir wissen, dass eine Gefahr ist, die sollen verpflanzen oder sollen sie durch Sicherheitsmaßnahmen aufsichern. Wir sollen aber ganz klar, ob die Landstraße soll den kein neue BEM mehr pflanzen. Mit dem Punkt muss ich dann noch so, wenn eine Vision Zero hat, Herr Minister, dann hat nicht dürfen auf den Autobahnen Looten aufsehen, weil das hat sicherlich nicht zur Verkehrssicherheit beigetragen, weil jeder, der über die Autobahnen fährt, die weiß, die Stecker, die belegt sind, die sind effektiv mehr sicher wie die anderen. Das war eine Decision, die verkehrssicherheitsmäßig todsicher an die falsche Richtung gegangen ist. Was den Alkohol anbelangt, was eng von den Hauptursachen ist, sind wir auch der Meinung, dass das, was momentan am Ausland probiert wird, dass ein Auto nicht ursprünglich von einem gewissen Alkoholdingen am Auto ist, dass das soll überwachen, gut gucken, was da von den Resultaten sind. Aber man verschließt also auch da nicht eine Diskussion. Wir geben da mal den Chauffeur für sich an, für den anderen Leuten nehmen, schützen an den Mengen, den Alkohol ausnummerleben, eng von den Hauptursachen, und da sind alle Mittel gut, für das wir das aufkriegen. Motorräder, wie gesagt, auch schon geschwärzt gehen, was aber eng von den Hauptursachen ist. Wir sollen noch dürfen systematisch Verfüllung über Pisten ausbauen, für das den Füllung so frei und so gut können fahren, ohne müssen an dem normalen Straßenverkehr sich mit dem Auto in die Straße zu delen.
Generell will ich zum Schluss so, dass wir an unserer Gesellschaft aber auch müssen einen Mentalitätswechsel kreieren. Wir müssen permanent Kampagnen machen, wir müssen Diskussionen für die Heiten, Heibannen an der Bause machen. Wir müssen Formation machen, als jeder Einzelnen, den an die Diskussion ergreift, an davon überzeugt das, der muss dann noch mit einem guten Beispiel vorgehen. Sicherheit auf unseren Straßen ist nicht eine Responsabilität exklusiv von der Politik, mit der geht jeder Einzelnen und so nicht. Merci.